Wir sind ja in dieser Predigtserie, wo es um Gegenstände geht vom Zelt der Begegnung. Und heute habe ich eher so eine allgemeine Predigt, wo es um das Zelt von dieser Begegnung geht und nicht um einen bestimmten Gegenstand. Man hat mal eine Kirche renoviert und dazu hat es natürlich Geld gebraucht. Und so ist der Pfarrer auf eine sehr reiche Frau zugegangen und hat sie gefragt, ob sie ja bereit sei, da etwas dazu beizutragen, finanziell. Und sie hat gesagt, ja, ich tue mich gerne an dieser Aktion beteiligen, aber ich kann leider nur das berühmte Schärflein der Witwe beisteuern. Das wäre heute etwa 3 Franken. Und dann hat der Pfarrer gesagt, gute Frau, das wäre aber zu viel, das können wir von Ihnen unmöglich erwarten. Ihr habt mich missverstanden, hat die Frau lachend gesagt. Ich habe mit dem Schärflein einfach gemeint, nur eine kleine Gabe. Ja, hat der Pfarrer gesagt, ich habe es schon verstanden. Aber das wäre trotzdem zu viel, weil die Witwe dann, die hat alles gegeben, was sie hatte. Dann ist die Frau ein bisschen rot geworden und hat schlussendlich eine beachtliche Summe gespendet. Wir werden dann sehen, dass die Israeliten angehalten worden sind, zum Bau von dem Heiligtum, von dem Zelt, von der Begegnung zu spenden. Und dabei sind sie nicht etwa genötigt worden, sondern alles höchst freiwillig. Und jetzt lese ich aus 2. Mose 25 die ersten 9 Verse. Der Herr sprach zu Mose, sag den Israeliten, sie sollen für mich eine Abgabe entrichten. Jeder, der es gerne tut, soll mir etwas geben. Sammle von den Israeliten ein, was sie dir bringen. Gold, Silber und Bronze, violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen, Ziegenhaar, rot gefärbte Felle von Schafböcken, Tachaschleder, Akazienholz, Öl für den Leuchter, wohlriechende Gewürze für das Salböl und die Weihrauchmischung, Onyxsteine und andere Edelsteine, die auf dem Schurz und der Brusttasche des Priesters eingesetzt werden können. Die Israeliten sollen mir aus diesen Materialien ein Heiligtum bauen, denn ich will bei ihnen wohnen. Fertigt das heilige Zelt und alles, was dazugehört, genau so an, wie ich es dir jetzt zeigen werde. Das heilige Zelt ist ja das mobile Zeltheiligtum von den Israeliten, wo sich Gott seit der Gesetzgebung am Sinai am Volk offenbart hat. Es ist dann später durch den Tempel abgelöst worden, wo sie im Land Kanaan gewohnt haben. Das heilige Zelt wird hier manchmal als Wohnung bezeichnet oder als Wohnung Gottes, als Wohnung des Zeugnisses, weil dort Gesetzestafeln sind aufbewahrt wurden, oder eben als Zelt der Begegnung. Der Auftrag zum Bau von dem Zelt hat der Mose direkt von Gott bekommen und Gott hat ihm das Vorbild gezeigt und genaue Anweisungen gegeben. Und die Israeliten haben so viel Material und Gaben für den Bau zusammengetragen, dass der Mose dieser Gebefreudigkeit vom Volk hat Einhalt gebieten. Muss man können, ha? Der Bau hat etwa ein halbes Jahr gedauert und ist dann durch besonders begabte Männer angeleitet und ausgeführt worden. Das eigentliche Heiligtum war umgeben von einem Zaun, der 25 Meter breit ist und 50 Meter lang und 2,5 Meter hoch. Und innerhalb von diesem Zaun war eben der Brandopferaltar und das Waschbecken.
Der Bereich war der Vorhof und hat nur von israelitischen Männern betreten werden, die ein Opfer bringen wollten. Und der Zugang war nur von einer Seite her möglich, nämlich von Osten. Und da drinnen kann man wirklich schon einen Hinweis auf Jesus Christus sehen, der sich selber als Tür bezeichnet hat. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Nach Johannes 10, Vers 9. Anstelle vor der Tür war ein ungewöhnlich breiter Vorhang. 10 Meter breit war der, bei einer Höhe von 2,5 Metern, also sehr breit. Und ich verstehe das als einen sichtbaren Hinweis, dass bei Gott die Tür weit offen ist für uns. Und das heilige Zelt kann man bezeichnen als Stützpunkt Gottes auf dieser Erde. Wir können auch sagen, es ist seine Niederlassung, seine Filiale, seine Agentur oder seine Botschaft, wie ihr es gerne habt. Gott wohnt unter uns Menschen. Das heilige Zelt ist mehr als einfach ein interessantes Phänomen in der Geschichte vom Volk Israel. Das heilige Zelt zeigt uns ganz viel vom Wesen Gottes. Wir glauben ja an einen Gott, der sich den Menschen offenbart und der Gemeinschaft mit ihnen sucht. Und die Bibel sagt, dass das heilige Zelt mit im Zeltlager der Israeliten ist aufgestellt war. Auf jeder Seite von diesem Zelt sind je 3 Stämme platziert worden, nach Gottes Anweisung. Und mir dünkt, Gott hat sich ja vornehm distanzieren. Aber er wohnt ausdrücklich mit unter den Menschen, weil er menschenliebend ist. Wir lesen in 2. Mose 29, ich will bei euch, Israeliten, wohnen und euer Gott sein. Ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott, bin. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt, um bei euch zu wohnen. Ja, ich bin der Herr, euer Gott. Ich habe manchmal den Eindruck, wir nehmen die Nähe Gottes wie selbstverständlich. Überleg dir doch mal, wie lange du nachdenkst, ob du mit dieser oder jener Person für 2 Wochen in die Ferien fahrst auf den gleichen Zeltplatz. Oder, vielleicht noch krasser, du kaufst ein Reihenhaus und du wirst dir deine Nachbarn doch gründlich anschauen und dich fragen, wie die wohl ticken. Und der Unterschied zwischen Gott und Mensch ist doch noch wirklich bedeutend grösser als je. Er kann sein zwischen Mensch und Mensch. Und trotzdem hat Gott Nähe zu uns Menschen gesucht. Im Heiligen Zelt sagt Gott uns seine Gegenwart zu. Er will dort unter seinem Volk wohnen, zelten. So nach kommt uns der lebendige Gott. Auch im Johannesevangelium begegnet uns der Gedanke vom Zelten Gottes unter den Menschen, weil es dort heisst, über den Gottessohn, das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns. Wir wissen es, Jesus war für eine begrenzte Zeit auf dieser Erde und in dieser Zeit hat er uns den Weg zum Vater eröffnet, durch sein Leiden, durch sein Sterben und Auferstehen. Und jetzt kommt aber das grosses Aber. Aber Jesus ist wieder von dieser Erde weggegangen. Er hat sein Zelt abgebrochen und ist zum Vater zurückgegangen. Aber wir haben trotzdem herrliche Aussichten. Und es kommt recht krass für mich. Meine Vorstellung über die Jahre war, dass der Himmel, wie er uns versprochen ist, wo wir als Kinder Gottes hergehen können, irgendwo weit, weit oben im Universum ist. In himmlischen Sphären werde das stattfinden. So habe ich es irgendwie aufgefasst. Und haben wir merken, wenn wir ins zweitletzte Kapitel von der Bibel schauen, Offenbarung 21, dann sehen wir,
dass der Himmel offenbar auf dieser Erde wird stattfinden. Es steht in Offenbarung 21 als Beleg: Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Gott bei den Menschen. Der Text redet davon, dass Gott ewig bei uns Menschen wird zelten. Hier handelt es sich also nicht um eine zeitlich begrenzte Rettungsaktion, wie das bei Jesus der Fall war, sondern um die ewige, untrübte Gemeinschaft mit unserem Schöpfer. Himmel auf Erde ist endlich Wirklichkeit geworden. Der Siegfried Fietz singt sehr treffend: Gott kommt zu uns. Wir müssen uns nicht mehr zu ihm bemühen. Gott kommt zu uns, nun werden auch im Schnee die Rosen blühen. In der Offenbarung 21 heisst es nachher von Gott: Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Wie wird das sein, wenn Gott selber uns wird trösten? Da sehe ich so das Bild vor mir von einer Mutter, die ein kleines Kind tröstet, auf ihre Arme nimmt, an ihre Schultern drückt und tröstet. Hier und jetzt gibt es noch viele Tränen. Es werden Tränen geweint und es werden Tränen geschluckt. Was wird es darum sein, wenn wir frei von jeglichem Schmerz Angesicht Gottes sehen? Wenn ich den Vers so lese, dass Gott alle Tränen mal wird abwischen, dann frage ich mich, oder jemand hat sich gefragt, ja, ist es doch so, dass durch das neue Jerusalem noch Leute laufen mit Tränen überströmten Gesichtern? So würden wir die biblische Bildersprache falsch verstehen. Gott offenbart sich hier als ein Gott allen Trostes. Dort wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz, nichts mehr Negatives. Und wenn ich mir ausmale, wie schön, wie herrlich das ist, dann bekomme ich gewiss ein bisschen Heimweh. Lassen wir uns auch heute noch von dieser Vorfreude zwischen ihnen auch mal packen. Das muss uns noch lange nicht zu weltflüchtigen Menschen machen, die nur noch mit den Zehenspitzen den Boden der Realität berühren. Mir dünkt, in unserem oft angefochtenen Christenleben brauchen wir doch die Ausrichtung aufs Ziel. Das ist motivierend. Andererseits bewahrt uns so ein Blick davor, dass wir uns auf dieser Erde so einrichten würden, als würden wir ewig da bleiben. Als ich die Predigt so vorbereitet habe, ist mir etwas so ein bisschen neu eingefahren. Und zwar zeigt uns die Geschichte immer wieder, dass sich Gott um uns Menschen bemüht hat und nicht umgekehrt. Schon ganz am Anfang im Garten Eden, wo Gott den Mensch hat geschaffen hat, ist er ihn immer wieder besuchen und hat den Mensch aufgesucht und ist mit ihm spazieren in diesem Garten. Also Gott hat sich zum Mensch begeben. Denn einmalig ist das in der Gestalt von Jesus Christus passiert, wo Gott in Jesus auf die Erde gekommen ist. Das ist ja die zentrale Lehre vom Christentum. Und am Ende der Zeit wird Gott wieder mit seinem ganzen Himmel zu uns herabkommen.
Immer wieder das gleiche Muster. Gott bemüht sich um uns. Er hat das nicht nötig. Er kommt zu uns runter. Abstieg um Abstieg. Das Wasser und die Liebe haben etwas gemeinsam, habe ich in der Adventspredigt gesagt. Sie suchen immer die tiefste Stelle. Ich habe dann noch geschaut, wie das eigentlich bei den 5 grossen Weltreligionen ist. Mit dieser Inkarnation, mit dieser Fleischwerdung Gottes. Im Judentum ist die Fleischwerdung Gottes in Jesus Christus verschlafen worden. Die warten immer noch auf ihren Messias. Der Islam kennt keine Inkarnation. Oder der Buddhismus und der Hinduismus kennen das nicht. Dass eine Gottheit wäre Mensch geworden. Die kennen nur die Reinkarnation. Aber das ist etwas anderes, dass die besagt, das Ziel von einem verstorbenen Menschen in einen neuen Körper wandert, also Seelenwanderung. Es ist einmalig und typisch im Christentum, dass Gott nach dem Prinzip von der Liebe handelt und uns Menschen behandelt. Er ergreift immer wieder die Initiative. Er macht den ersten Schritt. Er streckt seine Hand uns entgegen. Er kommt zu uns. Ja, das Wasser und die Liebe suchen immer wieder die tiefste Stelle. Und ich habe mich an dieser Stelle gefragt, welche Rolle spielen wir heute als Glaubende vom Neuen Testament in dieser ganzen heiligen Zeltgeschichte? Und ich möchte da eine Anwendung machen. Das heilige Zelt ist so etwas wie die Botschaft vom Reich Gottes. Eine Botschaft ist ja eine diplomatische Vertretung von einem Staat in einem anderen Staat. Sie liegt in der Stadt, wo auch die Landesregierung ihren Sitz hat. In einer Botschaft sitzt ein Botschafter oder eine Botschafterin und die Hauptaufgabe von denen ist es, die Interessen vom eigenen Land im Gastland zu vertreten. Oder? Ein Botschafter ist ein Gesandter im Auftrag von einem Höheren. Ein Botschafter ist nicht in seinem Heimatland, sondern in der Fremde. Er muss die Sprache vom Land beherrschen, wo er sich drin befindet. Mit seiner ganzen Person steht er hinter seinem Auftrag. Wir wissen es, als Christen sind wir jedes von uns Botschafterin oder Botschafter Gottes. Botschafter Gottes in Bugden, in Diekten, auf dem Witschberg, zu Liestal oder wo wir herkommen. Wir werden nicht gefragt, möchtest du Botschafterin oder Botschafter Gottes sein? Als Kind Gottes bist du das. Der Paulus sagt es auch, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und er schiebt gerade nachher, in was unsere Botschaft besteht. Nämlich, kurz und einfach, lasst euch versöhnen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Wir leben in einer Welt, die dringendst die Botschaft von Jesus Christus braucht. Und mir denkt aber, guter Gott, du hättest da gescheiter deine Engel beauftragt. Die hätten doch mehr Erfolg als ich. Doch Gott hat es gewusst, was am besten ist. Und er hat so bestimmt, dass du und ich Botschafter für diese hohe Aufgabe sollen sein. Du und ich sind die Füße, mit denen Jesus heute durch unsere Strassen läuft. Du und ich sind seine Hände, die anpacken und helfen. Du und ich sind sein Mund, damit die frohe Botschaft gehört und verstanden wird. Du und ich, wir sind sein verlängerte Arm zu den Menschen, die er liebt. Wir sind Botschafterinnen, Botschafter vom Reich Gottes. Und manchmal bekommen wir das auch ein bisschen zu spüren, dass wir in dieser Welt ein bisschen fremd sind, ein bisschen Sonderlinge. Aber
Dafür sind wir ja heimatberechtigt im Himmel. Die gute Botschaft von der Erlösung wollen wir unseren Zeitgenossen verständlich machen. Und ich bin überzeugt, dass unsere Taten mehr sprechen als unsere Worte. Und eins schließt ja das andere nicht aus. Vor allem gilt aber, die Sprache der Liebe wird noch heute von jedermann verstanden. Stehen wir mit unserer ganzen Person hinter dem Auftrag, der uns anvertraut ist, unterstreichen unsere Taten das, was wir sagen, oder tun sie es durchstreichen? Das sind ernste Fragen, die wir uns auch mal stellen müssen, wenn wir sehen, wie gottlos unsere Gesellschaft leider geworden ist. Es gibt ja Briefe, die tut man gar nicht auf, wenn man sieht, wer der Absender ist. Darum ist es so wichtig, dass wir mit unserem ganzen Leben hinter dieser Botschaft stehen, die wir weiterzugeben haben, die wir zu vermitteln haben. Ich weiss, dass es heute schwierig ist. Das ist mir wohl bewusst. Der Glaube ist weitgehend Privatsache. Und wenn ich in einer Runde, wo ich nicht bekannt bin, sage, ich bin Pastor, dann ist es mir, glaube ich, noch kaum mal passiert, dass jemand gesagt hat, oh, das ist interessant, ich hätte da noch eine Frage. Nein, man geht oft den anderen Weg und versucht, elegant das Thema sofort zu wechseln. Aber ich gebe euch gerne einen ganz praktischen Tipp weiter, wie wir zum Beispiel unseren Nachbarn dienen können. Möglicherweise leidest du ein bisschen daran, dass du mit deinen nächsten Nachbarn noch nie über den Glauben ein tieferes Gespräch hast führen können. Dein Nachbar weiss zwar um deine Frömmigkeit, aber für ihn ist der Glaube eben doch Privatsache, die man nur mit den engsten Vertrauten bespricht. Es fängt eben früher an. Seit ein paar Jahren bete ich regelmässig einmal in der Woche für unsere nächsten Nachbarn. Ich kenne sie, ich weiss um gewisse Schwierigkeiten, die da sind in ihrem Leben. Und so warte ich ruhig auf einen Zeitpunkt, wo sich mal ein tieferes Gespräch ergibt. Ich finde, für seine Nachbarn zu beten, ist eine priesterliche Aufgabe, die wir wahrnehmen dürfen. Wie dann die Priester im Heiligen Zelt und beim Tempel gedient haben als Vermittler, so dürfen wir Vermittler sein zwischen diesen Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und dem heiligen Gott. Wir sind doch immer wieder versucht, Menschen so zu überzeugen, dass sie sich für Jesus entscheiden. Das ist auch schön und gut und das wollen wir doch. Aber ich bin diesbezüglich ein bisschen gelassener geworden. Wir können keine Menschen bekehren. Warum ist das so? Weil Gott selber kein Mensch zwangsbekehrt. Es gehört zur Würde des Menschen, dass er sich freiwillig und bestenfalls aus Liebe Gott zuwendet und das in Anspruch nimmt, was Gott ihm anbietet. Wir haben kürzlich einen Kollegen von unserem jüngsten Sohn ein paar Tage bei uns zu Besuch gehabt. Und wir haben natürlich versucht, das Gespräch auch auf den Glauben zu lenken, mit mässigem Erfolg. Und schlussendlich haben wir uns gesagt, wir tun das, was wir können, nämlich Liebe säen. Und das, was außerhalb unserer Möglichkeiten liegt, tun wir getrost Gott überlassen. Da ist er zuständig dafür. Was haben unsere Nachbarn, unsere Schule, unsere Arbeitskollegen, unsere Freunde und Finden eigentlich davon, wenn wir ein bisschen mehr wissen über das heilige Zelt und die Gegenstände? Die sollen erfahren und erleben, dass wir Botschafter und Botschafterinnen Gottes sind. Vom Reich Gottes. Du vertrittst in seinem Auftrag das Reich Gottes auf dieser Erde in deinem Umfeld. Noch einmal. Du vertrittst in seinem Auftrag das Reich Gottes auf dieser Erde
in deinem Umfeld. Er hat dich gesendet, er hat dich beauftragt und er hat dich bevollmächtigt dazu. Du aber gehörst zum auserwählten Geschlecht, zur königlichen Priesterschaft, zum heiligen Volk, das Volk des Eigentums, das du verkündigen sollst, die Wohltaten dessen, der dich berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Amen.